Insofern, es gab in der letzten Woche eine deutliche Warnung an die russische Seite. Der Botschafter in Ankara wurde einbestellt, auch der Militärattaché. Man hat darauf hingewiesen, man werde keinerlei Verletzungen der Grenzen, auch des Luftraums, dulden und sofort antworten. Insofern war das fast ein angekündigter Abschuss, muss man sagen. Einfacher macht das die Gemengelage in Syrien nicht und die Suche nach einer Lösung für den Konflikt auch nicht. Die Türkei hat aber kein Interesse daran, das noch weiter eskalieren zu lassen, denn sie braucht eigentlich Russland. Das Land ist abhängig von den russischen Energiezufuhren, vom Gas. Mehr als 10 Milliarden Dollar fließen da jedes Jahr als Gasrechnungen nach Russland. Und auch die russischen Touristen in der Türkei sind willkommen. Aber da gab es schon eine Warnung heute aus Moskau. Der größte russische Anbieter von Tourismusreisen in die Türkei hat schon die Türkei komplett aus dem Programm genommen. Also das wird jetzt alles etwas schwieriger für beide Seiten. Ja, die Reaktionen aus Moskau sind scharf. Präsident Putin hat von Helfershelfern von Terroristen bei der Türkei gesprochen und hat Konsequenzen an den Abschuss geknüpft. Es werde schwierig, jetzt einen gemeinsamen Weg zu finden im Antiterrorkampf, denn das sei ein Schlag in den Nacken, so Präsident Putin. Dieses Ereignis überschreitet den Rahmen des normalen Kampfes gegen den Terror. Natürlich führt unser Militär einen heldenhaften Kampf gegen die Terroristen, ohne das eigene Leben zu schonen. Heute haben wir aber einen Stoß in den Rücken erhalten von den Schergen der Terroristen. Anders kann ich das, was heute passiert ist, nicht nennen. Unser Flugzeug ist über dem syrischen Territorium abgeschossen worden, mit einer Luft-Luft-Rakete abgefeuert von einem türkischen F-16-Kampfjet. Das Flugzeug fiel auf den syrischen Boden, 4 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Als unser Flugzeug attackiert wurde, befand er sich in einer Flughöhe von 6.000 Meter, 1 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Wie auch immer, unsere Flieger und unser Flugzeug stellten überhaupt keine Bedrohung für die türkische Republik dar. Das ist eine klare Sache. Sie waren in einem Kampfeinsatz gegen IS in Nordlatakien, das ist eine Bergregion, wo vorwiegend aus Russland stammende Kämpfer konzentriert sind. Und in diesem Sinne haben die Flieger ihren unmittelbaren Präventionsauftrag ausgeführt, denn diese Kämpfer könnten jederzeit nach Russland zurückkehren. Das sind Menschen, die ganz klar zu den internationalen Terroristen zu zählen sind. Wir haben schon längst registriert, dass ganz viel Öl und Ölprodukte in die Türkei aus den von ISIS besetzten Gebieten geliefert werden. Daher kommt die große finanzielle Unterstützung für die Banditen. Und jetzt noch der Flugzeugabschuss, die Stoße aus dem Rücken. Und das, obwohl wir mit unseren amerikanischen Partnern eine Vereinbarung zur Vermeidung von Zwischenfällen bei den Luftangriffen unterzeichnet haben. Die Türkei beteiligt sich doch angeblich an dem Kampf gegen den Terror in der amerikanischen Koalition. Wenn aber IS über solche Finanzmittel verfügt und wir reden von Hunderten Millionen, vielleicht von Milliarden US-Dollar, aus dem Ölhandel. Und dazu haben sie Rückendeckung vom Militär von ganzen Staaten. So ist es klar, warum sich IS so frech aufführt. Warum bringen sie Menschen auf perverseste Weise um und verüben Attentate überall, auch im Herzen Europas? Wir werden den Vorfall natürlich ausführlich analysieren. Das heutige tragische Ereignis wird ernste Folgen für die russisch-türkischen Beziehungen haben. Für uns war die Türkei stets nicht nur Nachbar, sondern ein befreundeter Staat. Ich weiß nicht, wer ein Interesse an dem heutigen Vorfall hatte. Wir waren es auf jeden Fall nicht. Und nun, statt sofort Kontakt mit uns aufzunehmen, hat sich die türkische Seite, soviel wir wissen, an ihre NATO-Partner gewandt, um den Vorfall zu besprechen. Als ob wir ein türkisches Flugzeug abgeschossen hätten und nicht umgekehrt. Wollen die etwa die NATO in den Dienst des IS stellen?